Grüß dich zurück zu Mass Effect 2. Nach den Ereignissen in den letzten beiden Episoden werden wir es heute jetzt ein klein wenig ruhiger angehen. Wir sind auf der Karte bei Ilium. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit hier alles abgefarmt, wie du siehst. Hier links oben haben wir noch zwei Systeme, die wir außerhalb machen. Sollte ich eine Anomalie finden, werde ich nicht weitermachen. Genau, BZW, ich werde weiter abbauen, aber die Anomalie machen wir dann gemeinsam. Bevor wir jetzt aber zurückkehren nach Ilium, um Miranda zu helfen und mit Liara zu reden, haben wir etwas anderes vor. Und zwar, kurzer Augenblick. Und zwar, wir werden mit den Crewmitgliedern reden. Genau, das sind einige. Und zwar, warte mal kurz. Fliegen sie nach Tuschanka, Garus, mit Liara, mit die Miranda müssen wir mitnehmen. Also wie du siehst, es ist noch genug zu tun. So, fangen wir an. Mit Thane werden wir als erstes reden. Genau. Ein Crewmitglied haben wir noch. Aber wo ist die Frage? Aber nur wo ist die Frage? Jetzt müssen wir nur schauen. Lebenserhaltung. Ja, mit ihr sollte man glaube ich auch reden, oder? Ja, machen wir das gleich mit ihr als erstes. Ich bin froh, dass ich mich Ihrem Team angeschlossen habe. Es ist zu lange her, dass ich mit Gefährten unterwegs war. Wenn es soweit ist, werde ich alles tun, was notwendig ist. Sie sind ein wichtiges Mitglied der Crew, Samara. Es ist mir eine Ehre. Aber es gibt da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen muss. Als wir uns auf Ilium getroffen haben, habe ich Ihnen von einer sehr gefährlichen Person erzählt, die ich verfolge. Mit den Informationen, die Sie beschafft haben, ist es mir gelungen, sie ausfindig zu machen. Sie nennt sich Morinth. Ich möchte sie festnehmen, bevor sie ein weiteres Mal verschwindet. Sagten Sie nicht, Sie hätten Ihre Spur nach unserer Mission aufgenommen? Ich weiß, wo sie ist. Jetzt. In einem Monat kann sie wieder weg sein. Es ist die beste Gelegenheit, die ich je hatte. Wo ist sie? Omega. Ein Nachtclub namens Afterlife. Scheint mir für sie ein perfektes Jagdgebiet zu sein. Wie wichtig ist das? Sie zu töten ist seit 400 Jahren meine Aufgabe. Es ist das Wichtigste in meinem Leben und der Grund, warum ich Justikarin geworden bin. Erzählen Sie mir von ihr. Sie ist eine Adat Yakshi. Das Wort entstammt einem toten Asari-Dialekt. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Aber das ist nur Mythologie. Sie ist ganz einfach eine überaus gefährliche Frau, die ohne jede Gnade tötet. Eine Adat Yakshi ist also eine besondere Art von Mörderin? Morinth leidet an einem seltenen Gendefekt. Wenn sie sich paart, gibt es kein sanftes Verschmelzen der Nervensysteme. Sie überwältigt das des Partners, verbrennt es. Es kommt zu Blutgerinnseln im Gehirn. Am Ende steht eine geistlose Hülle, die kurz darauf stirbt. Warum wird das in der Literatur oder Kunst der Asari nie erwähnt? Als wir noch primitiv waren, waren alle von den Adat Yakshi fasziniert. Einige Kulturen verehrten sie als Götter der Zerstörung. Heute haben die Asari ihren Platz in der Galaxie und wollen nicht, dass dieser Defekt allgemein bekannt wird. Soweit ich weiß, existieren heute nur noch 3. 2 leben völlig zurückgezogen. Die 3. ist geflohen. Morinth. Sie ist geflohen und ich habe geschworen, sie zu töten. Kann sie nicht darauf verzichten? Jede Begegnung verleiht ihr Stärke. Der Effekt ist wie eine Sucht.
Je öfter sie es tut, desto größer ist der Drang danach. Sie wird damit nie aufhören. Sie kann es gar nicht. Sie jagen also Asari nur, weil sie mit einer bestimmten genetischen Disposition geboren wurden? Sie kommt im Erwachsenenalter zum Ausbruch und wenn eine Asari damit diagnostiziert wird, erhält sie die Möglichkeit, zurückgezogen und bequem zu leben. Wenn sie sich weigert, beweist das ihre Sucht nach der Ekstase beim Töten eines Sexualpartners. Für so jemanden gibt es keine Erlösung. Diese Sache verlangt ganz eindeutig ihre volle Aufmerksamkeit. Sie verwirrt ihre Opfer, manipuliert ihre Gefühle. Sie tun dann alles, um ihre Gunst zu erringen. Wir müssen sie aufhalten. Danke, Commander. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für mich bedeutet. Da ist noch etwas, diese Kreatur, dieses Monster. Sie ist meine Tochter. Ja, noch besser, ha? Hahaha. Ja, das ist ein bisschen, naja, weißt du was? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für sie sein muss. Ich will kein Mitleid, Aha. Shepard. Ich nehme es nicht an. Okay. Der Zustand meiner Tochter ist meine Schuld. Und meine Sühne dafür besteht darin, sie zu töten. Sie sollen mich nicht bemitleiden, sondern einfach meine Lage verstehen. Na, ruck außer, hätte man da in der Steiermark gesagt. Wie ist das alles geschehen? Ich war in meiner Jugend ständig unterwegs, auf der Suche nach Abenteuern. Ich habe Leute getötet, mit ihnen geschlafen oder einfach ganze Nächte durchgetanzt. Ich habe viel gelernt, viele Erfahrungen gemacht. Und dann begann meine matronale Phase. Ich konnte mich endlich zurücklehnen, mich sonnen und meine Familie genießen. Aber in einem einzigen Moment wurde mir all das genommen. Heulen Sie doch. Das klingt schrecklich. Ich saß in einem medizinischen Labor und ein kurzsichtiger Arzt redete auf mich ein. Und ich lernte, dass nichts so war, wie ich es mir gedacht hatte. Ich gab alle meine Besitztümer auf. Mir gehört nichts. Und ich erstrebe nichts. Alles, was ich weiß, wird mit mir sterben. Und jetzt besteht mein Lebensziel darin, meine eigenen Kinder zu vernichten. Nachgrübeln hilft nicht. Solche Momente verändern einen. Und ich habe noch Jahrhunderte vor mir, in denen ich damit leben muss. Ich rede zu viel, verzeihen Sie. Helfen Sie mir, meine lange verschollene Tochter zu finden und sie zu töten. Wir müssen es sowieso machen, weil wir wollen ja das Team wir wollen ja dieses Team aufbauen. Wir werden Morinth finden. Gut, wir müssen nochmal nach Omega. Und zwar, wir brauchen jetzt den nächsten. In Thane. Die Tali brauchen wir noch, genau. Das war sie aber nicht, warte mal. Sitzt da in der Damentoilette, ihr Schweindeln. Na, gleich mal plus 8, auch gut. Kollektoren haben also New Kenton angegriffen? Ja, aber meine Frau und meine Tochter sind gerade noch rausgekommen. Das haben wir aber Sie schon ruhen gehört. sich in diesem Moment in San Francisco aus. Das sind gute Nachrichten. Lebenserhaltung. Da ist der Thane. Viele gute Menschen in New Kenton. Unsere Shepard, als wir uns auf Ilium kennenlernten, habe ich erwähnt, dass ich sterben werde. Die Krankheit heißt Kepral-Syndrom. Sie ist nicht ansteckend, aber ich habe nicht mal mehr ein Jahr zu leben. Fühlen Sie sich krank? Ich kann den Arzt holen. Nein, nein. Obwohl es vermutlich auch damit zusammenhängt. Meine Sterblichkeit lässt mich über vieles intensiv nachdenken. Ich hatte mal eine Familie. Ich habe immer noch einen Sohn. Sein Name ist Kolyat. Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen. Wann hatten Sie zum letzten Mal Kontakt? Vor 10 Jahren. Er hat mir gezeigt, was er in der Schule so macht und gefragt, ob wir wie die Bekloppten miteinander tanzen. Das haben wir oft gemacht, als er noch jünger war.
Was ist das für ein Tanz? Es ist... Ich überprüfe meine Extranet-Kontakte. Ich erwarte ein Update über mein nächstes Ziel. Die Konsole spielt Musik. Alt. Außer Mode. Colliard kommt ins Zimmer gesprungen. Hallo Vater. Er läuft im Kreis. Ich hebe ihn hoch, werfe ihn in die Luft, er kreischt und lacht. Dreh mich. Die Konsole piept. Ich setze ihn ab. Klicke auf die Nachricht. Vater, bettelt er. Zieht an meinem Ärmel. Ich muss das lesen, sage ich. Ich sehe ihn nicht an. Ist Ihnen etwas zugestoßen? Ich habe sie im Stich gelassen. Nicht einfach so. Ganz undramatisch. Ich habe mich nicht mitten in der Nacht fortgeschlichen. Es gab auch keinen abschließenden Streit oder knallende Türen. Ich habe nur meinen Job gemacht. Ich habe überall in der Galaxie gejagt und getötet. Auf Geschäftsreise hat meine Frau den Leuten erzählt. Ich war immer auf Geschäftsreise. Sie haben das noch nie zuvor erwähnt. Warum jetzt? Als meine Frau ihren Körper verließ, habe ich mich um die Sache gekümmert. Ich habe Colliard in der Obhut seiner Onkel und Tanten zurückgelassen. Ich habe ihn seither weder gesehen noch mit ihm gesprochen. Diese Entscheidung hätte ich nicht erwartet. Warum haben Sie ihn nicht selbst großgezogen? Mein Körper ist mit Fähigkeiten gesegnet, die Leben nehmen. Die Ana haben diese Fähigkeiten optimiert. Davon abgesehen kann ich nicht viel. Ich wollte für Colliard ein anderes Leben und hatte gehofft, er würde seinen eigenen Weg finden. Wenn er mich dafür hasste, in Ordnung. Solange er nur nicht auf den Pfad der Sünde geriet. Ich habe meine Kontakte benutzt, um Colliard aufzuspüren. Er wurde losgelöst. Er tut, was sein Körper will. Was stimmt nicht mit ihm? Ist er verletzt? Es ist etwas geschehen, das nicht hätte passieren dürfen. Er weiß, wo ich gewesen bin, was ich getan habe. Ich kenne seine Gründe nicht, aber er ist zur Citadel gereist. Er hat einen Job als Auftragsmörder angenommen. Ich möchte ihn mit ihrer Hilfe aufhalten. Er ist... Das ist kein Weg, den er beschreiten sollte. Man heuert für einen Auftragsmord keinen blutigen Anfänger an. Ich fürchte, jemand ist wegen des Namens aufmerksam geworden. Und denkt nun, wir hätten auch die gleichen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, warum er den Auftrag annehmen sollte. Vielleicht um Ihnen näher zu sein? Dieser Gedanke macht mir mehr zu schaffen als alle anderen. Thane, ich habe weder Ihre Kontakte noch Ihre Fähigkeiten beim Verfolgen von Spuren. Wozu brauchen Sie meine Hilfe? Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Ich hätte sie nur gern. Als ich meinen Sohn das letzte Mal gesehen habe, sie haben ihre Leiche in Meeresranken eingewickelt und mit Steinen beschwert. Er will sich von mir losreißen. Ruft nach ihr. Die Ana lassen sie von der Plattform schweben. Sie singen wie ein Glockenspiel. Das Feuer ist erloschen, um neu entfacht zu werden. Er fleht sie an, sie nicht mitzunehmen. Sie lassen ihre Leiche ins Wasser gleiten. Er schlägt mich. Lass das nicht zu. Halte sie auf. Warum warst du nicht? Es regnet. Auf KJ regnet es immer. Warmes Wasser läuft sein Gesicht hinab. Warum ist er zur Citadel gegangen? Vor Jahren habe ich mal ein Paket für ihn gemacht. Als Erinnerung an mein verfuschtes Leben. Ich habe es seiner Volusbank zur Aufbewahrung gegeben. Es sollte nach meinem Tod zugestellt werden. Er hatte schon bekommen, ich weiß nicht genau wie. Zu der Zeit, als seine Mutter starb, hatte ich auf der Citadel einen Job zu erledigen. Vielleicht ist er deshalb dorthin. Ich bringe uns so bald wie möglich zur Citadel. Danke, Shepard. Ich werde meditieren, bis Sie mich brauchen. So, ab zum nächsten Kandidaten. Ich brauche eigentlich jetzt nicht viel sagen. Nach Omega fliegen, bis so deppert genug haben wir zu tun, haben wir genug.
mit Tali reden. Die Tali war, wenn ich mich recht entsinne, im Maschinenraum, gell? Steuerbord, Backbord, linkes Board, rechtes Board. Oh. Waren Sie nicht ursprünglich auf Horizon stationiert? Ja. Wäre ich nicht zu Cerberus gegangen, hätten mich die Kollektoren inzwischen verschleppt. Wow. Da sind Sie praktisch einer Kugel ausgewichen. Ja, ich würde das sicher nicht verkraften. Die jagen mir wirklich große Angst ein. Wenn wir mit Garus reden? Na. Ich schau mir nur grad. Bist du deppert? Wir haben noch so viel zu tun. Also, darfst dir anhalten, das wird ein bisschen ein längeres ein etwas längerer Durchlauf. Wo ist Tali? Mit der Miranda haben wir schon geredet, das müssen wir demnächst machen. Aber wo ist die Tali? Da war die Lebenserhaltung. Ich merke mir das nicht, das tut mir echt leid. Tali. Genau, die war ja da herunten irgendwo. Unterdeck, Backbord, Frachtraum. Medi. Da ist er. Zu tun haben wir genug, das war sie mittlerweile auch. Aber wo war die Tali? Kenneth, wie haben sich Da die ist sie. neuen Schilder auf das Gleichgewicht Ihres Energierasters ausgewirkt? Fast gar nicht. Durch ihre eingebauten Kondensatorensysteme ist ihr Bedarf erstaunlich niedrig. Bedeutet das nicht, dass der Schildboost unter Feuer nicht lange vorhält? Stimmt. Er ist gut bei schweren, aber kurzen Angriffen. Bei längeren Feuergefechten weniger. Ja, immer wieder interessant zu hören. Was ist da drinnen überhaupt? Da war ich noch. Ah, da weiß ich schon, wo wir da sind. Gut, Tali. Shepard, freut mich, dass Sie vorbeikommen. Ich brauche vielleicht Ihre Hilfe. Ich habe gerade eine Nachricht von der Migrantenflotte erhalten. Der Admiralitätsrat beschuldigt mich des Verrats. Ich habe Angst, Shepard. Liegt es daran, dass Sie mit Cerberus zusammenarbeiten? Ich arbeite nicht mit Cerberus zusammen, sondern mit Ihnen. Und ich wurde freigestellt, um wieder auf der Normandy dienen zu können. Ich habe keine Ahnung, was Sie mir vorwerfen. Ich müsste mich doch erinnern, wenn ich die Flotte wirklich verraten hätte. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur mal schauen, was das für Aussage gibt vor ihr oder vor Shepard. Wer Sie kennt, weiß genau, dass Sie niemals Ihr Volk verraten würden, Tali. Ich weiß nicht. Solche Anschuldigungen werden nur vorgebracht, wenn die Beweislage erdrückend ist. Trotzdem danke. Ich weiß Ihr Vertrauen in mich zu schätzen, Shepard. Was geschieht, wenn ein Quarianer des Verrats beschuldigt wird? Es gibt eine Anhörung, bei der die Mitglieder des Admiralitätsrats als Richter fungieren. Mein Vater ist ein Admiral dieses Rats. Er muss sich für befangen erklären. Ich will mir gar nicht ausmalen, was er wohl gerade denkt. Die Strafe für Verrat ist Verbannung. Wenn ich verurteilt werde, kann ich nie mehr zurück. Sie haben also keine Ahnung, was man Ihnen genau vorwirft? Nein, Details solcher Anschuldigungen werden meist nicht über offene Kanäle verbreitet. Ich werde erst mehr erfahren, wenn ich bei der Flottille ankomme. Was geschieht, wenn Sie für schuldig befunden werden? Wie gesagt, ich werde verstoßen. Einzelheiten bleiben den Richtern überlassen. Wenn die Tat als tragische Fehleinschätzung gewertet wird, bekommt der Schuldige vielleicht ein kleines Schiff und Vorräte. Nicht, dass das wichtig wäre. Bei einer Verurteilung sehe ich die Migrantenflotte in jedem Fall nie wieder. Wie oft kommt es vor, dass jemandem von der Flotte Verrat vorgeworfen wird? Sehr selten.
Die Tat muss die gesamte Flottille betreffen, nicht nur ein Schiff. Die letzte Angeklagte war Anora Vanya Vasselani, eine Technikerin, die Verteidigungspläne der Flotte an die Batarianer weitergeleitet hatte. Dabei hatte sie gute Absichten. Die Batarianer hatten einen Vertrag für ein Upgrade unserer Systeme. Aber stattdessen haben sie die Verteidigungspläne an Piraten verkauft. Wurde sie verurteilt? Nein, sie hat einen Selbstmordangriff auf die Piraten gemacht und sie zerstört, bevor sie die Flotte angreifen konnten. Sie wurde begnadigt, posthum. Hoffentlich muss ich meine Unschuld nicht auch so beweisen. Wie läuft so ein Prozess ab? Wie schnell müssen Sie dort erscheinen? Sie warten eine Weile, damit ich kommen und mich verteidigen kann. Tauche ich nicht auf, findet der Prozess in meiner Abwesenheit statt. Was den eigentlichen Ablauf angeht, es ist weniger formell als ein Prozess auf der Erde oder auf der Citadel. Wir sind eine Familie. Und ein schlimmeres Familientreffen gibt's eigentlich gar nicht. Okay, suchen wir die Flottille. Ich wollte schon eine Passage auf einem anderen Schiff buchen. Ich dachte nicht, dass Sie die Zeit hätten, mir zu helfen. Danke, Shepard. Ich gebe den aktuellen Aufenthaltsort der Flottille in die Normandy ein. Die Admirale werden schon auf uns warten. So, ich hätte, ja, an alles kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern. Ich gebe es ja offen und ehrlich gesagt zu. Jetzt schaue ich nur gerade. Aber wir haben so viel zu tun. Wir werden aber zuerst trotzdem mit der Tali anfangen. Ja, das werden wir machen. Nach Aktualität sortieren. Ah, so können wir das. Das ist noch besser. Ja, soll man sagen, wir werden jetzt die Tali machen und dann arbeiten wir uns über den Fein durch, aber. Genau. Helfen wir der Tali. Was ist da? Ah, der Kern. Ah, schön. Erinnert so ein bisschen an den Film Event Horizon, ha? Saugeil. Müssen wir sonst da mit irgendwen reden? Weil schon langsam verliere ich nämlich ein bisschen den Überblick. Bringen Sie auf der Citadel im Widow-System im Serpent neben mehr über Faden-Erfahrung. Tushanka, Liara, Lantea, bla bla, bla bla, bla bla. Okay, dann machen wir jetzt als erstes die gute Tali. Mhm. Wenn Spieler den Arbeit Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ja, danke. 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 Gott sei Dank. Ja, da haben wir schon soweit alles gemacht. Warte, wir gehen noch ein bisschen einkaufen. Perfekt. Dann haben wir da alles. Massenportal. Okay, wo ist die gute Tali? Bist du deppert schon, was da aufploppt überall? Mir wird schlecht. Die Tali ist da. Was ist da hinten? Der Würgeschlund. Egal. Wir haben ja gesagt, wir brauchen eine perfekte Mannschaft. Genau. Es hat zwar über das Forschungsterminal wieder ein paar Dinge gegeben zum Upgraden für die Mannschaft und etc. alles was dazugehört. Aber ich habe mir erlaubt, das ohne dich zu machen, gell? Also bitte nicht böse sein. Ja. Die Migrantenflotte besteht aus über 50.000 Schiffen, wow, in denen mehr als 17 Millionen Quarianer leben und ist damit die größte Raumschiffflotte der bekannten Galaxie. Und obwohl Quarianer auf Pilgerreise die meisten besiedelten Welten der Galaxie schon besucht haben, durften bislang nur wenige Außenseiter je einen Fuß an Bord der quarianischen Schiffe setzen. Naja, dann.
Wir brauchen die Tali und wir benötigen... Wen nehmen wir denn? Das ist eine gute Frage. Wen könnten wir denn mitnehmen? Also wir nehmen wieder den Doktor mit. Das ist cool. Der gute Mordin. Ja, und ich habe unseren Shepard wieder diesen Anzug angezogen. Der bietet uns nämlich 10% mehr Verhandlungsbonus, gell? Hier spricht Tali Zora Vasnima Naraya. Erbitte Andock-Erlaubnis an die Raya. Laut unserem System gehört Ihr Schiff zu Cerberus. Identifizieren Sie sich. Nach langer Zeit unter den Sternen, durch die Gezeiten des Lichts und Schwärme von Staub, kehre ich zu meinen Anfängen zurück. Erlaubnis erteilt. Willkommen daheim, Tali Zora. Wir brauchen ein Team für Sicherheit und Quarantäne. Unser Schiff ist nicht sauber. Verstanden. Steuern Sie die externe Dockingstation 17 an. Captain Shepard? Tali Zora hat mir viel von Ihnen erzählt. Ich wünschte, wir würden uns unter angenehmeren Umständen kennenlernen. Tali hat der Crew der Normandy in vielen brenzligen Situationen beigestanden. Ich bin hier, um nun einmal ihr zu helfen. Ich verstehe. Als Commander des Schiffes, auf dem sie dient, hat Ihre Stimme einiges Gewicht. Ich wünschte, ich könnte mehr für Sie tun, Tali. Der Prozess verlangt, dass ich offiziell neutral bleibe, aber ich bin da, wenn Sie reden wollen. Sie werden beschuldigt, aktive Geth als Teil eines Geheimprojekts in die Flotte gebracht zu haben. Das ist verrückt. Ich habe nie aktive Geth an Bord gebracht. Ich habe nur Einzelteile geschickt. Sie haben Geth-Teile zur Migrantenflotte geschickt? Ja, mein Vater hat an einem Projekt gearbeitet und brauchte dafür die Einzelteile. Wenn ich nun etwas hergeschickt hätte, das lediglich beschädigt war, nicht völlig inaktiv. Nein, ich habe alles überprüft. Ich war sehr gründlich. Ich habe den Befehl, Tali Zora bis zur Anhörung in Arrest zu nehmen. Also, Tali, Sie müssen bis zum Ende des Prozesses an Bord dieses Schiffes bleiben. Danke, Captain. Die Vorbereitungen haben direkt nach Ihrer Ankunft begonnen. Die Anhörung findet auf dem Gartenplatz statt. Viel Glück. Gehen Sie zur Anhörung des Admiralrats auf dem Gartenplatz. Ich fasse es nicht, dass Sie Tali Zora beschuldigen, so etwas getan zu haben. Wenn Tali Zora nicht mal einen quarianischen Captain dazu bringt, für sie einzustehen, ist sie schon so gut wie verurteilt. Nicht, wenn man es verhindern kann. Und wenn ich bei dem Spiel eins gelernt habe, in den 7 Durchläufen, inklusive aller Erweiterungen, wo ich nicht mehr das geringste weiß, weil es in der Zwischenzeit schon so viel war, dann schau, dass du mit allen relativ weit oben bist, gell? Tali Zora Vasnormandy. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich hätte es nicht mehr lange hinauszögern können. Tante Ran. Shepard Vasnormandy, das ist Admiral Shala Ran Vastonbay. Sie ist eine Freundin meines Vaters. Moment. Ran, du hast Vasnormandy gesagt. Ja, das habe ich, Tali. Der Admiralitätsrat hat beschlossen, dich unter diesem Namen anzuklagen, weil du nicht mehr auf der Nima Dienst tust. Auf einem Schiff der Menschen zu dienen, ist vermutlich eher ein schlechtes Zeichen. Sie haben mir meinen Schiffsnamen genommen. Da hätten Sie mich auch gleich verstoßen können. Es ist noch nicht vorbei, Tali. Du hast Freunde, die dich immer noch als Tali Zora Vasnima betrachten, egal wie sie dich offiziell nennen müssen. Sie sind Admiral. Gehören Sie demnach auch zu den Richtern? Leider nicht. Ich habe mich wegen meiner Vergangenheit mit Tali und ihrem Vater
selbst für befangen erklärt. Vater musste das vermutlich auch tun. Das wirst du gleich sehen, Tali. Ich führe den Vorsitz und achte auf die Einhaltung des Protokolls, habe aber beim Urteil keine Stimme. Wir sollten anfangen. Hat Tali einen Verteidiger? Jemanden, der sie vertritt? Ja, das hat sie, Captain Shepard. Sie gehört jetzt zu ihrer Crew, sogar offiziell nach quarianischem Recht. Und ein angeklagtes Crewmitglied wird immer vom Captain seines Schiffes vertreten. Also, würden Sie tatsächlich meine Verteidigung übernehmen? Das ist eine schlechte Idee. Machen wir's so. Nein, machen wir's so. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihnen zu helfen, Tali. Danke, Shepard. Eine bessere Vertreterin hätte ich mir nicht wünschen können. Unsere Regeln vor Gericht sind simpel. Um Fallstricke oder politische Schlupflöcher müssen Sie sich keine Gedanken machen. Stellen Sie die Wahrheit dar, so gut Sie können. Das muss genügen. Kommen Sie jetzt. Ich habe versprochen, Sie nicht aufzuhalten. Dieses Konzil ist nun bereit. Gesegnet seien die Vorfahren, die uns am Leben gehalten und somit ermöglicht haben, dass wir heute existieren. Kela Selai. Die Angeklagte, Tali Zora Vas-Normandy, ist mit ihrem Captain erschienen, um sich gegen die Anklage des Verrats zu verteidigen. Einspruch. Ein Mensch hat bei einer Anhörung, die sich mit derart sensiblen militärischen Dingen befasst, nichts verloren. Dann hätten Sie Tali nicht der Crew der Normandy zuschreiben dürfen, Admiral Corris. Als Talis Captain muss Shepard von Rechts wegen bleiben. Ich ziehe den Einspruch zurück. Shepard Vas-Normandy. Ihr Crewmitglied Tali Zora ist des Verrats angeklagt. Werden Sie für sie sprechen? Ich will Tali helfen. In ihrem Herzen ist sie immer noch Tali Zora Vas-Nima, ein stolzes Mitglied der Migrantenflotte. Ich bedauere es sehr, dass ihr Captain heute nicht an ihrer Seite stehen darf. Niemand hat gesagt, dass irgendjemand etwas nicht darf. Es ist einfach so. Lügen Sie ruhig alle an, wenn Sie meinen, Saal Corris. Aber bitte nicht mich. Und still bleibe ich dabei auch nicht. Der Mensch hat recht. Admirale, bitte. Shepards Wunsch, Tali Zora bei diesem Prozess zu vertreten, wird durchaus begrüßt. Tali, Sie werden beschuldigt, aktive Geth in die Migrantenflotte eingeschleust zu haben. Worauf plädieren Sie? Ach du Scheiße. Und ich hab nicht gespeichert. Sie hätte es nicht tun können, sie ist unschuldig. Ich kann nur das probieren eigentlich. Wie hätte Tali Geth in die Flotte einschleusen können, während sie auf der Normandy Dienst tat? Hören Sie, Shepard. Tali wird nicht vorgeworfen, komplette Einheiten zurückgebracht zu haben, sondern Einzelteile, die sich selbst reaktivieren können. Aber ich würde niemals aktive Geth zur Flotte schicken. Alles, was ich geschickt habe, war deaktiviert und harmlos. Dann erklären Sie uns, wie die Geth das Laborschiff übernehmen konnten, auf dem Ihr Vater gearbeitet hat. Wovon reden Sie da? Was ist passiert? Soweit wir wissen, Tali, haben die Geth jeden an Bord der LRI umgebracht. Einschließlich ihres Vaters. Was? Oh, Kela. Ich leugne nicht die Wichtigkeit dieser Verhandlung, werte Admirale. Aber jetzt sollte unser vorrangiges Interesse der Sicherheit der Migrantenflotte dienen.
Die Normandy ist zur Unterstützung bereit, in welcher Form sie auch immer gewünscht wird. Danke. Quarianische Einsatzteams haben versucht, das Schiff zurückzuerobern, aber bislang ohne Erfolg. Shepard, wir müssen die Alarai zurückerobern. Das Sicherste wäre, das Schiff ganz einfach zu zerstören. Aber wenn Ihnen ein ehrenhafter Tod lieber ist als ein Leben im Exil... Ich suche meinen Vater, Sie Boschtet! Sie wollen die Alarai den Geth wieder abnehmen? Das ist ein äußerst gefährliches Vorhaben. Mit Ihrer Erlaubnis, werte Admirale, ja. Das Wohl der Flotte geht vor und Tali muss ihren Vater finden. Einverstanden. Und sollten Sie bei dieser ehrenvollen Mission fallen, Tali, werden alle Anschuldigungen aus den Unterlagen entfernt. Darüber reden wir später. Dann ist es beschlossen. Sie werden versuchen, die Alarai zurückzuerobern. Sie erhalten die Erlaubnis dazu, die Raya zu verlassen. Beim sekundären Docking-Hangar wird ein Shuttle für Sie bereitstehen. Viel Erfolg, Tali. Die Anhörung wird nach Ihrer Rückkehr fortgesetzt oder nach dem Beschluss, Sie für im Einsatz gefallen zu erklären. Danke, dass Sie zugestimmt haben, die Alarai zurückzuerobern, Shepard. Die Admirale scheinen sicher zu sein, dass mein Vater bereits tot ist, aber ich weiß auch nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn wir dort sind. Wie geht es Ihnen? Sie wurden ja gerade ganz schön bombardiert, sogar noch bevor man Ihnen von Ihrem Vater berichtet hat. Mir war klar, dass es hart werden würde. Aber man ist wohl nie darauf vorbereitet, des Verrats angeklagt zu werden. Und mein Vater? Ich weiß nicht. Er könnte noch am Leben sein. Sie wissen nicht mit Bestimmtheit, dass er tot ist. Ich weiß es einfach nicht, Shepard. Und ich muss es herausfinden. Gehen wir. Richtig. Je schneller wir auf der Alarai sind, desto eher wissen wir, was passiert ist. Shepard, der sekundäre Docking-Hangar ist hinter der Konzilkammer, wo Sie sich gerade befinden. Das bereitgestellte Shuttle ist unbewaffnet. Verstanden. Wie viele Geth auch auf der Alarai waren, Sie haben wahrscheinlich neue gebaut. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Ja, wann ist da mal nicht mit schweren Widerstand zu rechnen, Edi, hä? Du süße Nudel, du geile. Wenn jemand die Alarai zurückerobern kann, dann Tali Zora. Machen wir doch glatt erst. Machen wir Rosetten-Omelette aus den Jungs, hä? Na, aus, das wollen wir aber nicht Shepard wissen. hat vor den Admiralen gut gesprochen. Na erst, ich habe ja auch ziemlich gut gelevelt. Selbst bei der Anhörung denkt Tali Zora als erstes an den Schutz der Flotte. Natürlich. Sie ist ja kein Unmensch. Tali Zora was Nima. Oh, Verzeihung. Ich meinte, was Normandy. Schon gut. Die Namensänderung war nicht meine Entscheidung. Auf Befehl von Admiral Rahn steht das Shuttle Ihnen und Captain Shepard, was Normandy, zur Verfügung. Wissen Sie, was dort los ist? Können Sie uns sagen, was uns auf der Alarai erwartet? Ich fürchte, da bin ich schlecht informiert. Den ersten Angriff haben nur wenige Marines überlebt. Aber sie haben von großen Angriffswellen von Geth gesprochen. Viel mehr als dort hätten sein dürfen. Es hätten dort gar keine sein dürfen. Richtig. Ich meinte, dass sie befürchten, die Geth würden mit den Einzelteilen auf der Alarai mehr von den ihren zusammenbauen oder reparieren. Fliegen wir zur Alarai. Natürlich. Ich schalte das Shuttle jetzt frei. Viel Glück mit den Geth, Tali Zora. Kila Selai. So, kurzen Blick. Ich habe uns wieder die Waffen. Bei unseren Shepard habe ich wieder ein bisschen die Waffen ausgetauscht.
Warte mal, die geht. Ja, wir probieren wieder die Schrotflinten. Die hat im Kampf um die Nassana eigentlich relativ guten Dienst getan. Waffen bereit. Na klar. Auf die Optiken, Shatika. Auf die Optiken. Sauberer Treffer. Ja, danke, Meister. Einer ist erledigt. Wird erledigt. In Ordnung. Warte, macht einen guten Schaden. Das müsste ausreichen. Hacke ihre Systeme. Oh. Weise mit optischen Gegenwand. Kampfdruck. Ja, er muss jetzt 2 Minuten liegen bleiben. Nice. Bereit. Scheiße. Egal. Wir müssen schauen, dass wir irgendwo Medigel finden. BZW, nicht nur das, wir müssen sowieso auf die... Wir müssen überall hin, wo wir einkaufen können. Mhm. Wir müssen wieder ein bisschen Kohle ausgeben, es hilft nichts. Wo sind Energiezellen da? Braucht man. Können wir speichern? Ja. Reparaturdrohne. Das ist eine der Speichereinheiten, die ich Vater geschickt habe. Das müssten Teile einer deaktivierten Reparaturdrohne sein und ein Reflexalgorithmus, den ich nicht identifizieren konnte. Das stammt von Haystrom. Was musste ein Teil haben, damit Sie es Ihrem Vater geschickt haben? Es musste funktionsfähig sein. Etwas, das man analysieren und in andere Technologien integrieren kann. Etwas Neues hatte Priorität. Ansonsten jede Technologie, die die Geth selbst entwickelt hatten. Zeichen für Modifizierungen, Hinweise auf ihre Denkstrukturen. Wie haben Sie die Sachen zu Ihrem Vater gebracht? Manchmal habe ich Pakete an sicheren Plätzen in zivilisierten Gegenden hinterlassen. Jemand auf Pilgerreise hat dann dafür gesorgt, dass sie nach Hause geschickt wurden. Wenn ich etwas Wertvolles gefunden hatte, habe ich ein Signal nach Hause geschickt und Vater ließ das Teil dann von einem kleinen Schiff abholen. Haystrom war Kriegsgebiet. Wie konnten Sie in dem Chaos noch Einzelteile bergen? Diese Anzüge haben mehr Taschen, als Sie glauben. Wir Quarianer haben gelernt, alles zu bergen, wann und wo es notwendig ist. In vernünftigem Rahmen natürlich. Wir sind ja keine Watcher. Aber wir reparieren, was die meisten anderen wegwerfen würden. Hunderte von Schiffen in unserer Flotte waren eigentlich Wracks, die wir im Weltraum treibend gefunden oder für fast nichts gekauft haben. Geben Ihnen die geborgenen Teile einen Hinweis darauf, was hier geschehen sein könnte? Nein, ich weiß nicht. Shepard, ich habe alles überprüft, was ich hierher geschickt habe. Einige tolle Stücke habe ich nicht geschickt, weil ich sie für zu gefährlich hielt. Weil sie sich womöglich unkontrolliert selbst aktiviert oder repariert hätten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Dass ich nachlässig war und doch etwas Gefährliches geschickt habe? Oder dass Vater das alles wirklich getan hat? Nur kein Bange, Mädchen, das finden wir schon raus. Wie immer halt. Dreck! Wo ist denn... Was das? Ja. Und... Das. Also brauchen wir noch eins. Du Scheiße, das wird immer knapper. Naja. Na bitte.
als Zora? Runterfahren, alles runterfahren. Sie sind im System. Tja, getreu dem Motto, spiel nicht mit Dingen, die du nicht kontrollieren kannst. Ärger von rechts. Kampfdrohne unterwegs. Was die Waffen gut. Was? Quarianer spielen? Was? Was war jetzt? Quarianer-Log, wow. Also da ist es, haben wir schon. Ja. Wir haben die Navigation runtergefahren. Genau wie die Waffensysteme. Unser Fehler wird die Flotte nicht gefährden. Wir schweißen die Tür auf. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Yona, wenn du das siehst, sei stark. Für Daddy. Mami hat dich sehr lieb. Okay. Oh, mein Lieblingsspiel. Memory. Feinde im Anmarsch. Ja. Oh! Hier, Spaß. Oh, die Waffen mag ich, das ist gut. Kommt 4 aus der Deckung, Shepard, danke. Bah! Genau hinsehen. Feinde. Nein, ich schau nicht genau hin. Hey Gott, na. Ich liebe es, gegen alte Bekannte in den Ring zu steigen. Ach, das liebe ich. Genau hinsehen. Feind am Tarnsystem. Feinde mit optischen Gegenmaßnahmen. Geht. Mordin, du Alter. Du Alter, du. Haha, ich war schneller wie das Spiel. Hihihi. Raffiniertes. Was war das? Raffiniertes Palladium? Na dann, können wir immer brauchen. 2000. Dazu kann man niemals Nein sagen. Warte mal kurz. Nein, nicht. Nein, nicht. Danke. Da haben wir wieder der gute Muni. Jawohl, Baby. Jawohl, Baby. Der dritte Teil wird noch lustiger, wenn wir uns mit den Batterien anlegen müssen, dass wir es wieder zum... Naja, lassen wir es. Wenn wir uns rechtfertigen müssen. Oh, mein Lieblingsspiel. Ich weiß, ich wiederhole mich, gell? So, machen wir das. Na bitte. Vielleicht finden wir was in dieser Konsole. Die meisten Daten sind beschädigt, aber ein paar sind noch übrig.
Sie haben an Geth-Systemen Experimente durchgeführt. Es ging um neue Wege, den Schutz der Geth vor Umprogrammierung zu umgehen. Halten Sie die Waffentests an den Geth für richtig? Es werden ja keine Waffen an Gefangenen getestet, Shepard. Ich habe Vater nur Einzelteile geschickt. Selbst wenn er sie zusammenbaut, haben sie noch kein Bewusstsein. Sie haben gesehen, was Saren und Sovereign mit den Geth gemacht haben. Jede Forschung, die uns einen Vorteil verschafft, ist wichtig. Wussten Sie, was für Tests Ihr Vater durchgeführt hat? Nein, Vater sagte nur, ich soll ihm jedes Teil der Geth schicken, das ich in die Finger bekomme und das keine Gefahr für die Flotte darstellt. Ich hatte zwar den Verdacht, dass er Waffen testet, aber ich dachte, es ginge nur um neue Methoden zur Überwindung von Schilden oder Panzerung. Könnten diese Daten Ihren Namen reinwaschen? Wohl kaum. Es sind hauptsächlich Ergebnisse über die Auswirkungen verschiedener Hacking-Techniken. Ich verstehe nicht alles davon. Aber sie haben womöglich die Geth absichtlich aktiviert. Ich bin nicht sicher. Es steht nicht eindeutig hier drin, aber wenn es stimmt, dann hat Vater etwas Schreckliches getan. Was sollte das alles, Vater? Du hast mir ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Sollte uns das hier nach Hause zurückbringen? Wir sollten weitergehen. Na klar. Ach, Tali, Tali, Tali. Nichts ist schneller als Chatika Vaskos. Haha! Aha! Richtig? Ich liebe diese Mannschaft. Ich liebe sie. Kurzen Augenblick. Wir haben ja den Partikelstrahler, ne? Nicht wahr? Und unser Shepard kann ja dieses hier. Genau hinsehen. Aha! Genau hinsehen. Feind Tarnsystem. Nicht mehr lang. Das müsste sie weichklopfen. Ja, zum Glück nicht hart kochen. Dachte, sie sei harmlos. So, da. Haben wir da irgendwas, was wir mitnehmen können? Nö. Tali, Tali, Tali. Tali, Tali, Tali. Heute machen wir ein bisschen Tali, Tali. So. Erster Eintrag. Unsere Hacking-Versuche sind fehlgeschlagen. Die Geth haben ein adaptives Bewusstsein. Fällt ein Prozess aus, korrigieren ihn die anderen automatisch. Wir machen dennoch Fortschritte. Ral Zora ist überzeugt, dass wir in weniger als einem Jahr ein funktionierendes System haben. Diese Waffe bringt unser Volk zurück auf die Heimatwelt. Und das ist allein der Verdienst von Ral Zora. Ich darf sagen, da ist ein bisschen was schief gegangen. Die haben nicht zufällig mitgekriegt damals den Kampf mit der Sovereign, gell? So was der Sovereign eigentlich fähig war. Vater! Nein, 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 nein. Du hattest immer für alles einen Plan. Überlagerte Lebenszeichen oder vielleicht ein medizinisches Staseprogramm an Bord. Du würdest nie... Sie haben Unrecht. Du würdest nicht einfach so sterben. Du würdest mir nicht zumuten, ein Chaos... Hey, ganz ruhig. Verdammt. Verdammt. Tut mir leid. Es gibt nichts, was Ihnen leid tun müsste. Vielleicht... Er muss gewusst haben, dass ich komme. Vielleicht hat er eine Nachricht hinterlassen.
es wirst, bin ich tot. Die Geth sind aktiviert. Ich habe nicht viel Zeit. Ihr Hauptverteiler befindet sich auf der Brücke. Du musst ihn zerstören, damit ihre VI-Prozesse keine neuen neuralen Verbindungen bilden können. Sorge dafür, dass Han Garrel und Darok Sen die Daten sehen. Sie müssen. Danke, Dad. Er wusste, dass sie kommen würden. Und er hat versucht, ihnen zu helfen. Das ist nicht perfekt. Und es ist nicht das, was sie wollten. Aber es ist das Beste, zu dem er fähig war. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der Gedanke, dass ich ihm nie etwas bedeutet habe? Oder dass es doch so war und er nur keine andere Möglichkeit hatte, es zu zeigen? Es ist unwichtig. So oder so. Er hat mir etwas bedeutet. Und ich bin hier. Und jetzt bringen wir es zu Ende. Ach ja. Wenn ich das nicht aus eigener Erfahrung selber irgendwie noch vollziehen könnte. Warte mal kurz, da war das C und da war der Rest von den Quaklinger Scepter, bitteschön. Nachvollziehen im Sinne von, Glauben der Schätzung vom Wertschätzen her, das meine ich damit. Super. Wir schnorren uns ganz schön durch, gell? Oh mein Gott. Wir können jetzt gerade noch speichern. Toll, Shepard, du bist... So, Mannschaft, macht euch bereit, es wird jetzt ein harter Fight. Wir nehmen wieder den Partikelstrahler. Wir müssen uns zuerst um die Clan kümmern. Klar. Das kommt jetzt gerade recht. Ah, richtig, Meister. Ah. Scheißen. Lad dir ab, du. Danke. Fudlinger Hirsch, du. Kampfdrohne unterwegs. Bist du deppert? Ja, kann man da nicht speichern, Beweise beschaffen. Diese Konsole ist mit dem Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war's das für alle Geth, die uns entgangen sind. Es sieht aus, als seien einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Das klingt, als wollten Sie es eigentlich lieber nicht hören. Nein, wir müssen, das weiß ich. Es ist schrecklich, Shepard. Ich will nicht erfahren, dass er daran beteiligt war. Haben wir genug Teile, um mehr von Ihnen online zu bringen? Ja, die neue Lieferung Ihrer Tochter ermöglicht es uns, dem Netzwerk 2 weitere Geth hinzuzufügen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch bei systemischen Virenangriffen. Vielleicht sollten wir den Admiralitätsrat darüber informieren. Nur so zur Sicherheit. Nein, wir sind kurz davor. Ich habe meiner Tochter ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Ich werde nicht untätig herumsitzen, während die Politiker sich streiten. Es wäre einfacher, wenn Tali Zora uns mehr Arbeitsmaterial schicken könnte. Kommt nicht in Frage. Tali soll keineswegs irgendwelche politischen Konsequenzen tragen müssen. Wir halten Tali da raus.
Sicherheitsprotokolle. Es klingt, als habe er das alles für Sie getan. Ich wollte das nicht, Shepard. Keeler, ich wollte das nie. Das alles hier ist seine Schuld. Ich habe so getan, als würde nichts auf ihn weisen, aber jetzt... Wenn das beim Prozess bekannt wird, werden Sie... Wir sagen es ihm nicht. Den Admiralen nicht und sonst auch niemandem. Wir werden diese Entscheidung nicht hier treffen. Mal sehen, was die Admirale sagen, sobald wir zurück sind. Sie sind mein Captain bei dieser Anhörung, Shepard. Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte zerstören Sie nicht, was mein Vater einst war. Kommen Sie. Wenn wir zu lange warten, erklären die uns noch für tot. Und dann wäre all das nicht mehr von Bedeutung. Zum Prozess zurückkehren. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Wir haben keine Nachricht erhalten und müssen annehmen, dass Tali Zora nicht überlebt hat. Klingt, als hätte die Anhörung schon begonnen. Wir müssen auf Shadows Angebot seiner Unterstützung vertrauen. Es sind erst wenige Stunden. Also gut. Ist der Admiralitätsrat bereit, ein Urteil zu fällen? Entschuldigen Sie die Verspätung. Sie hätten warten können. Tali Zora Vas Normandy hat die Al-Arai gerettet. Hoffentlich beweist das ihre Loyalität zum quarianischen Volk. Ihre Loyalität stand nie in Zweifel, nur ihre Urteilsfähigkeit. Vielleicht kann Tali Zora etwas anbieten, damit wir ihrer Urteilsfähigkeit mehr Vertrauen entgegenbringen. Haben Sie auf der Al-Arai etwas gefunden, das Licht in die Vorfälle bringt? Shepard, bitte. Hat Captain Shepard neue Beweise, die er bei dieser Anhörung vorlegen möchte? Mein Gott, Scheiße, hat... Ich habe irgendwo, es wurde ja gespeichert, irgendwo, kurzen Augenblick, da kann ich wieder nicht aussehen. Shepard, das muss jetzt aber ein guter Dialog werden. Tali hat mir geholfen, Saren und die Geth auf der Citadel zu besiegen. Das müsste als Beweis genügen. Aber wenn Sie mehr brauchen, kann ich die Normandy ins Feld führen, die Tali ebenfalls vor den Geth gerettet hat. Obwohl es dort so ruhig ist, dass sie nicht richtig schlafen kann. Wir wissen immer noch nicht, was auf der Al-Arai geschehen ist. Nein, Admiral, das wissen Sie nicht. Aber Sie haben ihr meinen Namen gegeben. Ich bin ihr Captain. Ich würde ihr mein Leben anvertrauen und ich sage Ihnen, dass sie unschuldig ist. Und wir sollen der Meinung dieses Menschen einfach so Glauben schenken? Wir haben Talis Leben in die Hände des Menschen gelegt. Würden Sie zweifeln, wenn es sich um einen quarianischen Captain handeln würde? Nein. In Anbetracht der übrigen Beweise würde ich das wohl nicht. Sind die Admirale bereit, ihr Urteil zu fällen? Tali Zora. Angesichts ihrer Verdienste sind die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichend. Sie werden hiermit in allen Anklagepunkten freigesprochen. Commander Shepard, bitte nehmen Sie diese Geschenke an, in Anerkennung Ihrer Mühe bei der Vertretung eines Mitglieds unseres Volkes. Bei allem Respekt, Admiral, ich habe keinen Ihrer Leute vertreten, sondern einen von meinen. Wohl wahr, Shepard.
Die Anhörung ist hiermit beendet. Geh in Frieden, Tali Zora was Normandy. Kela Serai. Ich kann nicht glauben, dass Sie das geschafft haben. Was Sie gesagt haben. Noch nie hat sich jemand so für mich ins Zeug gelegt. Danke, dass Sie für meinen Vater und mich da waren. Selbst als... Danke. Solange ich das Sagen habe, lasse ich nicht zu, dass Tali Zora was Normandy verstoßen wird. Danke, Captain. Das nehme ich mit. Oh. Puh. Wow. Ich habe jetzt nämlich schon Angst gehabt, dass wir das jetzt nicht schaffen mit dem Dialog. So, jetzt gehst du mit. Waffen-Upgrades haben wir nix. Panzerung, Tech-Schaden. Ja damit. Gruppenbonus plus 40% Tech-Schaden. Da wirst du ja spitz wie noch Bastlumpi. Brauchen wir nicht. Passt. Ich mache jetzt... Nachrichten für Sie, Commander. Danke. Was wollt ihr jetzt eigentlich? Einmal speichern. Das ist das Wichtigste. In der nächsten Aufnahme. Werden wir... Was werden wir da machen? Zur Migrantenflotte auf jeden Fall mal näher. Die ganzen Systeme werden wir nicht anfliegen. Wir hätten so viel zu tun, das ist ein Wahnsinn. Anomalie. Ja, Anomalien halt, ne? Nicht wahr? Aber warte mal kurz, was haben wir denn da? Citadel, Garrus, Tushanka, Grant und Mordin. Das werden wir in der nächsten Aufnahme machen. Ich wünsche dir was. Baba dabei. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. Baba dabei.